So, hallo zusammen zu einem neuen Part Dreamfall. Wir sind hier bei Mira. Wir sind verblieben. Genau. Wir haben all die Daten gesammelt und müssen uns jetzt entscheiden, bringen wir die Daten direkt zur Zeitung und die veröffentlichen oder bringen wir die Daten zum Baruti. Ja, das ist es jetzt. Ich glaube, ich habe zuerst gedacht, ob ich es veröffentlichen soll, aber irgendwie, wenn wir jetzt die Daten veröffentlichen, hilft es im Prinzip nur der Gegenpartei. Und das sind da die Rechten, und ich weiss nicht, ob ich denen helfen. Irgendwie. Ich glaube, ich gehe zum Baruti und bringe die am Baruti zurück. Das Ei am Himmel erinnert sie. Herumlungern und unerlaubte Versammlungen sind in Gebieten unter der Verwaltung des Ei. Wie weit bist du denn so mit allem? Bin eigentlich gerade fertig. Wo wollen wir uns treffen? Im Cabana am Sonnenscheinplaza? Ich könnte dringend ein bisschen Doping gebrauchen. Komm hin, wann immer du so weit bist. Mach ich. Okay, ja. Genau, eben. Ich glaube, ich bringe die tatsächlich zum Baruti. Ja. Weil wenn ich die Daten jetzt veröffentliche, dann tut es nur die Gegenpartei eigentlich stärken. Wenn das veröffentlicht wird. Ich weiss nicht, ob das der Sinn der Sache ist. Weil das ist ja so ein rechter Keim irgendwie. Habe ich nicht so gern. Die neue Dream Machine von Morty eröffnet. Weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Der Wolf. Wolf heisst der andere Kandidat. Bleiben Sie sicher, bleiben Sie drin, bleiben Sie in Verbindung über Morty Dream Machines. Shalom! Kann ich Ihnen bei Ihrer Suche... Leben sind gefährlich. Schau, das sollte enger sein, ja. Unser Wahlkampfbüro. Es ist ein Rattenloch, aber Baruti hat es zu einem durchaus vorzeigbaren Rattenloch gemacht. Ja, kann ich jetzt da nicht rein. Giele. Sie halten den Verkehr auf. Gehen Sie weiter. Was echt für einen Verkehr, du Lismette. Da kann ich Bürger, nicht. alle Mitarbeiter des Ei wurden einzig zu ihrem Schutz und zu ihrer Sicherheit abgestellt. Da ist der Alle sind auf Baruti. der Stelle Folge zu leisten. Keinen Widerstand, keine Fragen. Fahrt schon wieder an mit Suchen. Hallöchen! Sie haben es doch nicht... Nächstes Mal! Ja, ich gehe halt auf die Karte schauen. Vielleicht sagt mir da der Crowboy, was das ist. Du siehst aus, als könntest du eine Wegbeschreibung Ja, okay. brauchen, Bild. Hackchenpartner, wohin soll's denn heute gehen? Das Wahlkampfhauptquartier von Lea Ominska befindet sich vor dem Zug von Propast, neben dem Tempel. Dort bin ich ja gewesen. Wo ist die Synagoge von Propast? Muss ich in die Salam Synagoge? und Schalömchen, howdy! Du kannst gern jederzeit... Muss ich in die Synagoge? Jetzt sind wir dort nicht reingeschaut. Das ist möglich. Weiterhin. Wozu die Eile? Bleiben Sie doch. Shalom, leben Sie gut. Ah, doch, genau. Okay, gehen wir.
Ich glaube nicht, dass heute ein Gottesdienst stattfindet. Nicht? Glaubst du das nicht? Ich glaube nicht, dass heute ein Gottesdienst Das ist so stattfindet. schade. hä? Helfen Sie uns, ihnen zu helfen. Bleiben Sie drin. Irgendwie. Leisten Sie allen Anweisungen des Ei unverzüglich Folge. Da kann ich nicht einkommen. Unser Wahlkampfbüro. Es ist ein Rattenloch, aber Barudi hat es zu einem durchaus vorzeigbaren Rattenloch gemacht. Im Serap Kavarna. Meiden Sie Wo ist denn das da? schlechte Gesellschaft. Meiden Sie Shalom. Kann ich Ihnen bei Ihrer Suche behilflich sein? Shalom. Wo ist denn das Serap Kavarna da? Unsere Cyberziegen da. Ja, also gehen wir schauen. Die Karte! Ich bin hier, um dir eine Wegbeschreibung zu geben, Ah, ja. Hübsche. Sag mir einfach, wo du heute hin willst. Miras Laden. Es wäre sie. Und Reesers Büro liegt unten am Pristavice, dem alten Flusshafen, direkt hinter der Kollaps-Gedenkstätte. Ah, ich weiss es, das ist ein Unsere Wohnung befindet sich beim Sonnenschein Plaza, Gut. in den passend benannten Sonnenschein. Miras Laden liegt im... Ich hoffe, du erreichst dein Ziel, Baby. Das ist ja irgendeine Bar wahrscheinlich. Ja, eine Durchsage geben. das ist eine Bar. Agenten des Ei sind zum Einsatz. Die Frage ist nur, welche. Befugt. Meiden Sie Gruppen. Bleiben Sie sicher. Drinnen. An Ihrer Dream Machine. Das ist eine Bar. Schätze ich mal. Barclub. Ich glaube nicht, dass das ist. Aber so mitten da. Das ist nicht da. So. Ja. Bleiben Sie sicher. Bleiben Sie drin. Bleiben Sie in Verbindung über Watty Dream Machines. Straßen sind gefährlich. Meiden Sie Straßen. Gruppen sind gefährlich. Meiden Sie Gruppen. Dort ist es, genau. Serap Kavarna. Das ist es. Okay. Gehen wir gucken. Was der Baruti dazu meint. Oh. Verlockend. Aber ich habe gerade keine Zeit für ein großes Glas Coca-Chai auf Eis. Warum nicht? Coca-Chai auf Eis. Das Ei am Himmel. Baruti im Serap Kavarna. Das muss doch hier sein. Steht da am Ort rum? Leisten Sie allen Anweisungen des Ei unverzüglich Folge. Was ist das da? Titirim. Ich muss teichen. Dann kann ich ja nicht reden. Verlockend. Aber ich habe gerade keine Zeit für ein großes Glas Coca-Chai auf Eis. Coca-Chai auf Eis. Verlockend. Aber ich habe gerade keine Zeit für ein großes Glas Coca-Chai auf Eis. Da hockt er. Coca-Chai Lies mit auf dir. Eis. Hey Sissi, nochmals danke, dass du mir hilfst. Bedeutet mir wirklich viel. Also, lass hören. Hast du die Infos? Diese Daten werden nicht nur unser Leben verändern. Das betrifft Millionen Menschen. Ist es das wert?
Vielleicht wäre es besser, wir behielten es für uns und die Wahrheit käme auf andere Weise ans Licht. Eben. Das befürchte ich eben auch, weil es eigentlich nur der Gegenpartei in die Hände spielt, oder? Ich muss ihm sagen, was auf dem Stick ist. Egal, was ich als nächstes tue. Baruti hat es verdient, das zu erfahren. Ich muss mich entscheiden. Entweder gebe ich die Daten Baruti oder ich gebe sie der Hand. Ich glaube, da gibt es keine richtige Antwort. Ich muss meinem Bauchgefühl folgen. Ja, Er hat mich gebeten, ihm die Daten zu beschaffen und ich habe es getan. Jetzt soll er übernehmen. Was ab jetzt geschieht, ist nicht meine Sache. Ich kann ihm die Daten nicht so einfach geben. Sie sind so wichtig. Es darf nicht sein, dass Baruti entscheidet, was damit geschieht. Diese Daten gehören der Allgemeinheit. ja, komm, wir geben ihm sie weg. gebeten, ihm die Daten... Geben ihm sie. Hier, bitte sehr. Alle Daten, die ich heruntergeladen habe. Seltsam. Die Zukunft von Europolis in meiner Hand. Was wirst du damit anfangen? Ich werde alles durchsehen und dann konfrontiere ich die Partei mit dem, was ich finde. Bist du sicher, dass das klug ist? Welche Alternative gäbe es denn? Die Alternative wäre, die Daten der Hand zu geben, damit die ganze Welt davon erfährt. Aber ich weiß nicht, ob ich Baruti überzeugen kann, diesen Weg einzuschlagen. Ich sollte Barutis Einschätzung vertrauen. Ich sollte nicht annehmen, dass ich es besser weiß als er. Immerhin hat er viel mehr in diese Sache investiert als ich. Ja, ich sage doch. Die Alternative... Wie wäre es, wenn wir alles der Hand geben, damit die es veröffentlichen? Ich habe zu viel Herzblut in die Sache investiert, um jetzt einfach den Whistleblower zu spielen. Auf jeden Fall muss ich erst mit der Partei sprechen. Mit der Ominska. Vielleicht gibt es eine Erklärung. Vielleicht ist da... Baruti, Woher willst du das wissen, Sissi? Woher willst du denn wissen, dass die einfach nur Gauner sind? es ist niemals so einfach, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie etwas Illegales tun. Ich bin nicht gewillt, das zu akzeptieren, ohne die Alternativen abzuklopfen. Ich will mit Lea Ominska reden. Ich will, dass sie mir sagt, was wirklich los ist. Das verstehe ich, aber seh dich vor, ja? Ach, eins noch. Ich denke, du solltest die Kampagne verlassen. Auf der Stelle. Es gibt keinen Grund für dich, noch tiefer in die Sache reinzurutschen, als du es ohnehin schon bist. Aha. Aha. Er hat recht. Es wäre nicht gut, wenn ich dabei bliebe. Vielleicht sollte ich gehen, aber Baruti ist mein Freund. Ja. Es ist jetzt so etwas. Komm, ich gehe. Er hat recht. Nichts. Es wäre nicht gut, wenn ich dabei Politik bliebe. Mut haben, komm. Du hast recht. Es tut mir so leid. Muss dir nicht leid tun. Ich datiere deine Kündigung zurück auf letzte Woche, damit es keine unangenehmen Fragen gibt. Hältst du mich bitte auf dem Laufenden? Wir sind immer noch Freunde. Das ändert ja nichts daran. Immer noch Freunde, Sissi. Also. Ja, jetzt sehen wir dann, wie sich das auswirkt. Ja. Sehen wir es dann. Gell? So, Tatsch. So, also. Kehren nach Hause zurück. Ja, also. Das ist ja gerade deine. Sehr gut. Ich bin der ballernde Krähen-Cowboy, der aus allen 6 Läufen feuern und Karten lesen kann. Jeha! Das Ei am Himmel erinnert sie. Herumlungen und unerlaubte Versammlungen sind in Gebieten unter der Verwaltung des Ei streng. Gehen wir rein. Bleiben Sie drin, angeschlossen. Mal schauen, was das dreht. Geniessen so meint. Sorry, ich bin spät dran. Es gibt nur so endlos viel zu tun, besonders wegen... Mach dir keinen Kopf. Darf ich erst mal ausreden? Tut mir leid. Sprich weiter. Nein, ich meine wegen der Situation da draußen. Es ist wie im Krieg. Der Wahnsinn. Das war's. Das war alles, was ich sagen wollte. Okay.
Sorry. Wir müssen wirklich reden, Zoe. Ja. Ja, müssen wir. Ja, es muss sein. Eben, er ist so Kaiser Wolf-Anhänger, oder? Und gesagt auf dem T-Shirt, auf seinem. Oh! Kapitel 5. General, ihr habt mich rufen lassen? Kommt herein, Verman. Wie findet ihr euer Quartier, General? Ich finde es völlig in Ordnung, Kommandant. Ihr wurdet nicht aus diesem Grund herbestellt. Wisst ihr, mich beschäftigt da etwas. Mir? Ich habe mit euren Leuten in der Feste gesprochen und sie sagen das Gleiche wie ihr. Der Widerstand zettelte einen Aufstand an. Im folgenden Chaos wurde Apostel Alvane getötet. Seine Leiche verbrannte leider im Feuer. Es war ein Blutbad, eines, für das sich irgendwann jemand verantworten muss. Gewiss, General. Ich werde dafür sorgen. Da bin ich sicher. Ich habe auch mit einigen der überlebenden Gefangenen gesprochen. Ihre Geschichte weicht stark von der euren ab. Das überrascht mich nicht. Sie sind ein verlogener Haufen und werden jeden Vorwand nutzen, um Zwietracht zu säen. Das mag sein. Aber der Aufseher behauptet, dass ihm vor dem Aufstand befohlen wurde, den Apostel hinzurichten. Von euch persönlich, Kommandant. Lügen. Der Ungläubige versucht, seine eigene Haut zu retten. Vielleicht. Aber aus welchem Grund sollte er lügen? Es entlastet ihn nicht, was die Verantwortung für den Aufstand angeht. Er wartet noch in Kaltenstein auf seinen Prozess. Und er meinte, der Galgen habe für Alvanes Tod bei Tagesanbruch bereitgestanden. Ich sage nicht, dass ich dem Mann vertraue. Er ist ein grausamer, kleiner Mensch. Aber er scheint Autorität zu respektieren. Und was haben die Gefangenen euch erzählt? Dass der Aufstand angezettelt wurde, um den Apostel zu befreien, nicht um ihn zu ermorden. Und dass das gelang. Das ist lächerlich. Kian Alvane wurde zu Asche. Er wandelt im Schatten, verloren und ängstlich, weit entfernt vom ersten Berg und dem Licht der Göttin. Das sagtet ihr ja schon, Kommandant. Und ich möchte ungern annehmen, dass ihr mich belügt oder die Wahrheit auslasst. Eure Beziehung zu Alvane. Es gab Animositäten. Ihr kanntet einander, als ihr Knaben wart. Wir hatten Auseinandersetzung, als wir beide auf den Straßen von Sadir waren. Das war nicht ungewöhnlich. Aber eure Rivalität war blutiger, verlief tiefer als bloße Jungenstreiche. Das war vor langer Zeit. Wir hatten es hinter uns gelassen. Ich möchte euch gern glauben, Kommandant. Eure Position hier ist wichtig für mich, für die Sechs, für ganz Assadir. Habe ich nicht stets der Göttin und meinem Volk gedient, mir? Habe ich mich den Sechs und dem Rat nicht bewiesen? Dem Stuhl, euch? Andeutung, ich sei vielleicht nicht ganz treu. Verletzen mich zutiefst. Und das sollte es, Verman. Ich wünsche mir nicht herauszufinden, dass ihr mich belogen habt. Ich wünsche mir nicht, euch in Ketten zu sehen. Ich möchte euch gern glauben. Und vorerst tue ich das. Aber ich werde in dieser Sache weitere Nachforschungen anstellen, weil irgendetwas daran nicht stimmt. Etwas daran beschäftigt mich. Falls euch noch etwas einfällt, solltet ihr damit so schnell wie möglich zu mir kommen, bevor ich erfahre, dass ihr mir die Wahrheit vorenthalten habt. Das habe ich nicht. Ich wandle im Licht mir. Alles, was ich tue, tue ich für mein Land und mein Volk. Nun gut. Ihr könnt gehen. Möge die Göttin euch schützen, General. Möge das Licht auf uns alle scheinen und unseren Weg erleuchten. Nacht, Ulvik. Welche Neuigkeiten hast du für uns, Ulvik? Gut, also. Da kommt heute Nachmittag ein Mann in mein Lokal.
Assadi-Soldat, nicht im Dienst. Hat ein paar Bier, wird angeheitert und redselig. Der Mann sagt, es gibt Gerede über eine Razzia, noch heute Nacht, im magischen Ghetto. Und es gibt eine Liste. Eine Liste? Mit denen, auf die Sie's abgesehen haben. Denen, die Sie wieder rausholen wollen. Aber warum jetzt? Ich meine, das ist doch keine Vergeltungsmaßnahme, oder? Naja, er hat eine Waffenlieferung erwähnt, die letzte Woche in den Himmel gesprengt wurde. Das hat für ziemlich viel Unruhe gesorgt. War tagelang das Gesprächsthema hier. Wie es scheint, mögen's manche, wenn's kräftig knallt. Also, offenbar empfand der Kommandant der Assadi-Spezialkräfte das als persönlichen Affront. Kommandant... Wemmen. Ja, er würde das persönlich nehmen. Außerdem meinte der Mann, es würden weitere Waffen und Vorräte in die Stadt geschmuggelt, direkt unter der Nase der Assadi. Sie haben ein paar Lieferungen abgefangen. Deshalb wissen Sie, dass die Leute im Ghetto sich bewaffnen, dass sich Ärger zusammenbraut. Die Maulwürfin war kooperativer als sonst. Was auch immer ihr für sie getan habt, Kian, sie weiß es anscheinend zu schätzen. Also, so wie ich das sehe, wollen die Assadi heute Nacht vielleicht den entscheidenden Schlag landen, bevor sie die Kontrolle über die Altstadt verlieren. Tja, sie täuschen sich nicht. Wir müssen also herausfinden, wer auf der Liste steht, wann sie zuschlagen wollen und von wo aus. Und wir müssen... Geduld, Enu. Eins nach dem anderen. Zuerst müssen wir in Erfahrung bringen, ob, wann und wo die Razzia stattfindet. Dann müssen wir unsere Freunde warnen, auch die Maulwürfin. Und dann müssen wir unsere Leute in Sicherheit bringen, bevor die Assadi kommen. Ich habe ein paar Kontakte, die ich anhauen kann. Liko? Ich fange mit unseren Leuten im Ghetto an. Kian, wenn ihr der Maulwürfin einen Anstandsbesuch abstatten könntet... Das wird nicht lang dauern. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann? Das bezweifle ich. Wir treffen uns vor Mitternacht wieder hier. Geht klar. Viel Glück euch beiden. Pass auf dich auf. Okay, alles klar. Dann müssen wir in dem Fall wieder zur Maulwürfin, ne? Da weiss ich ja gerade, wo die ist. Genau. Jetzt muss ich die warnen. Also dort schauen, ob da oben noch etwas verändert hat. In der Zwischenzeit. Ich glaube es nicht, nein, die Beiz ist leer. Da ist niemand da. Da kann ich gäng noch nicht rein. Mit dir kann ich mit dir noch reden. Ulvik ist ein guter Mann. Ich genieße seine Gesellschaft. Er steht zu seinem Wort. Ich würde ihm mein Leben anvertrauen und betrachte ihn als Freund. Ulvik, der immer Durstige. Super. Kian, kann ich euch sprechen? Unter 4 Augen. Okay. Ich habe eine Botschaft von einer gemeinsamen Freundin. Sie möchte euch sehen, allein, so bald wie möglich. Sagte mir, sie würde auf euch warten, wo die ganze Altstadt unter uns liegt. Wo auch immer das sein mag. Sie spricht gern in Rätseln, die Frau. Danke, Ulvik. Wenn ihr sie seht, sagt ihr, sie solle jetzt mal ihre Rechnung begleichen. Vorher bekommt sie keinen Tropfen fröhlichen Minstrum mehr. Ah, das ist die Frau, die mir begegnet sind da oben. Die geheimnisvolle. Ja, wie hat sie jetzt geheissen, ich weiss. Anna. Anna, ja. Von dem aus man die Altstadt überblickt. Irgendwo... ich weiss wo. Ich weiss wo. Wir haben dort, wo wir das also ein bisschen rumgelaufen, haben wir im Park so einen Turm gesehen. Die ist sicher dort oben. Gehen wir gleich schauen, das ist nicht weit weg. Komm. Okay. Das ist gar nicht weit weg, das ist irgendwo da oben. Im Park.
wieder die Schiffe. So cool. Ja, da vielleicht ist es da. Was bist du für einen da? Nachts sind nicht viele Leute unterwegs, auch wenn die Straßen sicher zu sein scheinen. Okay. Ich glaube, das ist der Turm. Jetzt kann ich einfach schauen. Nein. Nicht. Das war nicht da in dem Fall. Also, ich kann nicht zum anderen Turm schauen, dort oben. Der leuchtet. Oh, kann ich da nicht machen? Der, den man von weitem aus sieht, da. Ein Turm dort. Und ich dort auch irgendwie. Da kann ich nicht durch. Ja. Da kann ich nicht durch, hä? Ah, nicht. Also. Ja. Suche. Ja, mal einfach alles ob sie da. Da. Ja gut, die habe ich gerne noch nicht gesehen. Ja. Wo kommen wir denn da hin? Geht weiter. Ihr dürft passieren. Dankeschön. Gut, auf die Karte schauen, sehe ich hier etwas. Der weiss nicht. Ja, ich muss einfach schauen, suchen. Sonst gehen wir jetzt zuerst zur Wohlwürfin. Gehen wir zuerst zur Wohlwürfin, dann weiss ich, was sie ist. Dann weiss ich, was sie ist. Vielleicht verlaufen wir jetzt erst noch 3 Mal. Nein, ich glaube, da oben ist es gewesen. Kennst du den vom Magischen und den Trächtigen? Wer ist da? Jemand. Salut zusammen.
Jo. Ich verkaufe Kräuter. Tschüss. Es tut mir leid, dass ihr nicht gefunden. Exotische Öle, fremdländische Kräuter. Ja, jo. Okay. Also, ich mache einen kurzen Cut und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Dann gehen wir zu der Wolverfin. Okay, bis dann. Ciao.